Dankeschön. Und jetzt die Anstellung, jawohl! Also alles gut, man darf ja gar nicht fragen. Nein, Fragen dürfen Sie schon, aber die Frage dürfen eine Antwort kriegen, ja. Gut, also feiern wir jetzt doch gerne Geburtstag, hat sich das verändert im Jahr? Ich habe immer gerne gefeiert. Ich mag nur dieses drauf rumreiten nicht. Ob man nun 20, 30 oder 40 ist, das ist ja einfach alles unwesentlich. Aber wenn man 50 geworden ist, ist sowieso egal. Da ist nur ein Berg. Ja. Wirklich ist das so? Ja, warten Sie mal ab. Warten Sie mal ab, wenn Sie 50 geworden sind. Ja. Ja, was verändert sich dann? Man sieht manches relaxter, entspannter und vieles. Es passiert ganz viel. Man will manche Dinge nicht mehr, die man vorher gemocht hatte. Man trifft Entscheidungen, man wird rigoroser, man wird kompromissloser. Kompromissloser oder wird man auch entspannter? Nein, man wird kompromissloser und man wird auch entspannter, man wird aber auch kompromissloser, indem man einfach Dinge nicht mehr akzeptiert, die man vorher noch akzeptiert hat. Was hat das zum Beispiel bei Ihnen? Auch vieles, das könnte ich jetzt gar nicht anfangen aufzuzählen. Ja. Wie werden Sie jetzt heute... Zum Beispiel mich nach dem Alter zu fragen, das ist sowas, wo ich denke, das ist so langweilig. Ja. Noch was haben Sie gefragt? Ja. Ich weiß, das ist aber so, das wird nicht jeder wissen, ich muss halt da durch. Na, die Zuschauer möchten ganz andere Sachen wissen als mein Alter. Die möchten wissen, ob ich nachts nackt schlafe oder angezogen bin, ob ich morgens aussehe wie eine Furie. Das wollen die wissen, aber nicht, ob ich 50 oder 51 bin. Schlafen Sie nackt oder angezogen? Ja, das ist die Frage. Das Geheimnis wollen wir mal bewahren. Ja, aber das ist doch unfair. Jetzt bemüht sich, dass die Fragen der Zuschauer. Sie haben ja jetzt hier große Party oder eine stilvolle Party. Wird es heute noch eine andere geben, im kleineren Kreis? Oder bleibt die gab es gestern schon. Es gab gestern schon eine in Deidesheimer Hof, wo Herr Kohl, ja, Frau Fetscher und Herr Gorbatschow alle hingezerrt hat. Und da gab es natürlich auch das Kanzlersüffle, ja. Und nein, danach gibt es jetzt keine mehr. Wir könnten morgen auch nochmal feiern, dann wäre es ja wie bei Maria Theresia, aber es ist jetzt genug. Ja. 3 Tage. Ja. Und wer hat mit Ihnen gestern gefeiert? Auch viele Freunde, Familie, Freunde. Ja, das war ganz ordentlich. Keine Presse, keine Fotografen. Der Mann ist aber heute nicht da. Nein, der hat ja gestern gefeiert. Und der will nicht fliegen. Der möchte zu Hause bleiben im Garten mit dem kleinen Hund und der möchte nicht mehr weg aus dem Paradies. Sind Sie jetzt schon im Fashion Week Fieber? Ist wieder was los? Nee, ich bin nicht im Fashion Week Fieber. Ich war auch nie im Fashion Week Fieber. Ich habe einen Tag vor der Fashion Week ein Ladies Dinner in Berlin und da freue ich mich drauf. Aber ich bin ja ständig im Business-Fieber. Bei mir ist ja, da brauchst du jetzt nicht unbedingt eine Fashion Week dazu oder so, bei mir ist ja ständig was los. Ich mache ja auch nicht nur Mode, es sind ja viele andere Produkte, mit denen ich in 82 Ländern vertreten bin. Machen Sie noch Urlaub dieses Jahr? Oh, ich lebe ja im Urlaub jetzt in der Pfalz, in der Pfälzer Toskana. Ich bin jetzt ein immerwährender Urlaub. Gibt es noch neue Projekte, die noch vor der Fashion Week kommen oder dann kurz danach? Naja, das gibt schon, aber die Sie bereits wissen, über die man reden kann, die wissen Sie schon, über die man nicht reden darf man ja nicht reden. Was nicht gesagt werden darf, darf nicht gesagt werden. Aber die Fashion Week ist ja bald und einen Tag vorher, wie gesagt, gibt es im Hotel de Rom ein großes Ladies. Dankeschön, vielen Dank. Danke. Ich habe 2 Geschenke mitgebracht. Was Persönliches aus meiner Kollektion und ein Buch von mir selbst geschrieben. Also persönlicher geht's nicht, ne? Oh, das heißt, das neue Buch heißt wie? Nee, das ist das alte Buch. Augen zu und durch heißt das. Worum geht's da genau? Um mein Leben. Auf und ab und hin und her. Kreuz und quer. Haben Sie da etwas verarbeitet? Ob ich was verarbeitet habe? Ja, mit einem Buch. Leben lang verarbeite ich irgendwas, natürlich. Nein, man verarbeitet nicht direkt. Also ich habe im Buch nichts verarbeitet, aber es war sehr spannend, nochmal so sich in die Zeit zurückzuversetzen, wo was dies oder jenes passiert ist. Das war spannend für mich. Aber es war keine Therapie. Stehen neue Projekte an im Moment? Freuen Sie sich auf die Fashion Week? Ich freue mich auf die Fashion Week. Ich drehe parallel, natürlich auch mit unseren Berlin Blondes. Ich bin ja auch auf YouTube unterwegs mit meinen Mädels. Habe natürlich meine Lounge gerade eröffnet. Die offizielle Eröffnung wird jetzt gerade geplant. Also jede Menge zu tun. Sehr gut, das heißt, da sehen wir uns da wieder. Ja, würde ich mal hoffen, ne? Ja, würde ich auch hoffen. Steht Urlaub gerade vielleicht an? Ich meine, es ist Sommer. Nicht wirklich, ne, nicht wirklich. Ich habe, glaube ich, ein Jahr keinen Urlaub mehr gehabt. Es wird eigentlich mal Zeit. Vielleicht klinke ich mich im Juli mal eine Woche aus, aber Urlaub ist erstmal nicht geplant. Und wo könnte es hingehen? Vielleicht aufs Schiff.
Echt? Sind Sie so der Schifftyp? Hätte ich mir nicht gedacht. Ich dachte eher so die Insel. Spießer. Nee, ich bin der Spießer. Ich liebe es auf dem Schiff, wo mich keiner erreichen kann. Durch die Gegend fahren, herrlich, wunderbar, ich liebe das. Das heißt, mit wem willst du da aufs Schiff gehen? Mit meiner besseren Hälfte.